Wir alle hören zur Kenntnis, dass die Situation an Zahlen den Covid-19-Virus weiterhin nicht gut sind. Die Situation am Gesundheits- und Pflegebereich bleibt weiterhin angespannt. Als Gesellschaft haben wir eine Kollektivverpflichtung, denen viele Covid-Kranken ein optimale medizinischen Enkadrement zu garantieren. Dabei muss man auch von unserem medizinischen und paramedizinischen Personal am Meer behalten. Das legt mein Sentiment ein schwer, aber unverzichtbar Arbeit, und das blieb bis an die Belastungsgrenze. Und das ist also auch als Verantwortung, dass Menschen so gut wie möglich vor einer Überbelastung zu schützen. Gleichzeitig sind wir aber als Politik an der Verantwortung, trotz dem Virus als Land weiterhin funktionieren zu lassen. Leck muss weiterhin ihre Existenz aufsichern. Als Kanner, als Jugendlicher muss weiterhin ihre Bildungsweg gehen. Aber man muss weiterhin besonders ob es krank, schwer und isoliert Matbierger haben. Außerdem ergibt sich, dass Politiker beim Verständnis Manier aufweichen muss, wie grave sanitäre Abschneidungen an das gesellschaftliche Leben dürfen sind. Diese Abschneidungen sind nicht nur da gerechtfertigt, weil sie sinnvoll, weil sie sinnvoll, kohärent und nachvollziehbar sind. Erlaubt mir genau hier anzusetzen. Mit einem wesentlichen Kritikpunkt an der aktuellen Krisengestion von der Regierung. Als RDR stellen wir schon seit der Woche am Ende fest, dass das Gesamtkonzept völlig fehlt. Periodisch die Legislativänderungen vorgeholt, es wird gebastelt und angepasst, ohne dass sich durchaus für die Bürger eine nachvollziehbare Sanitärstrategie erkennen lässt. Was ich an meiner letzten Intervention zum Covid-Gesetz gesagt habe, als mehr aktuell wie je, man muss ganz erbig an Gesellschaftsbereiche ohne Sanitärlogik ausbluten. Da der verlangt durchgehend, dass langfristig prävisibel Maßnahmen geholt sollen gehen, die direkt dagegen erlauben, sich bestmöglich für eine Erstechung zu schützen, an der es ihnen auch erlaubt, an den Entreprisen sich an dem Sinn zu organisieren. Da der kritisiert, dass die Regierung alle paar Wochen neue Regelungen erfindet, die von der ganzen Gesellschaft permanent Anstrengungen verlangen, für sich gerade der aktuellen Laune von der Regierung anzupassen. Besonders für die Entreprisen und Schulen führt das immer zu neuen Belastungen. Die flagranten Inkohärenzen bei den Maßnahmen von der Regierung und die permanenten Änderungen von den Regeln untergraben das Vertrauen von immer mehr der Bürger an die Politik. Es geht einfach mal so eine Sperrstunde, wie man es unter dem Krieg nicht mehr hatten, angefangen hat. Das geschieht ohne überzeugende Argumentation, was die Sanitärlogik angeht. Und der Herr Arbeitsminister hat sich dann noch so rausgeholt, auf den symbolischen Charakter von dieser Ausgangssperre zu verweisen. Als RDR sind wir der Meinung, dass die einzige Symbolik an dieser Mesure ist, dass wir feststellen, dass die Ausgangssperre ein Symbol für Misstrauen von der Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung ist. Das ist ein trauriges Zeichen. Dabei kommt, dass inkohärent hin und her gespielt, was Seite von der Ausgangssperre angeht. Von 23 wird es aufgesagt, auf 21, weil es der Regierung gerade so gefällt, aber sie sich dann moyen geholt zwischen der Belgien und Frankreich, und schaut sie gesagt auf 23. Hier möchte die Regierung rein Navigation à vue an einer Situation, wo eine Voraussicht nicht mehr möglich mehr Batter notwendig wäre. Es kann in den Bürger sicherlich nicht beisollen, man sieht Vertrauen an Politik verliert.
Am Herbst vom letzten Jahr hat also Premier auf eine ganz emotionale Manier dafür plädiert, dass Bürger sich über der Helgen der Pfannig gelieft rappen sollen, für das Christ Möglichkeit von sozialer Normalität Gift bestehen. Ich muss mal ein Land sprechen für die Bürger vom Land. Sie haben sich am Rimm gerappt, sie haben die notwendigen sozialen Kontakte verzichtet an eine große Verantwortung gewiesen. Und da sind sie Christen hart bestraft. Und mit den selben Floskeln verdreht gehen wie alle Helden. Es darf nicht einmal, so wie das am laizigsten Frankreich der Fall war, eine Ausnahme auf Religionen oder Christen. Es kann in sich Gedanken gar nicht verwehren, dass die Regierung mit Fried an das Privatleben von den Leuten ergreift. Und hier haben wir mit einem nervösen Hin und Her zu tun, wo die Logik am Dunkeln bleibt. Also bleiben wir der Meinung, dass Bewegungsfreiheit von der Regierungspolitik aus dem privaten Raum muss ausgeschlossen bleiben. Mit der Krise also aber definitiv eine Grenze überschritten an ein politisch gefährliches Spiel. Das ist also umso mehr unverständlich, dass Bewegungsfreiheit von der Regierung, wo sie wirklich aktiv sind, als sinnvolle Mesure total fehlt. Erstens, wo bleiben die krediblen Konzepte am öffentlichen Transport, wo letzten zum Teil wie an einer Sardinenbeck sitzen. Zweitens, wo bleiben die krediblen Konzepte am Bereich von den Schulen und an den Bildungseinrichtungen? Und drittens, wo bleiben die krediblen Konzepte an den Alters- und Pflegeheimen? Familienministerisch war während der ganzen Krise la grande absente. Verbände von den Pflegeeinrichtungen sind an ihrer Verzweiflung sogar selber gegangen und haben Konzepte ausgeschafft, die sie dann dem Ministerium erbreit haben. Hätte nicht müssen umgekehrt sein. Das ist ein Hohn. Gerade da, wo schwer, leider dax aus sozial isoliert leckt sind, vulnerable Personen also, da fehlt es völlig an einem Konzept. Wenn es darum geht, die Familien, die mit ihren Kindern im offenen Feld am Schritt fahren, Protokolle zu schreiben, da fehlt es nicht an Präsenz von Seite von der öffentlichen Hand. Wie soll ihn das da draußen der Legenden erklären? Daher kann ich akzeptieren, dass es hier im Land zu teilweise absurde repräsentative Maßnahmen kennt. Und auf der anderen Seite haben wir da viele Leute, die an der Vakanz am Ausland sind, die sich mussten nicht an ähnlich repressive Maßnahmen aussetzen. Wenn wir schon an der Vergangenheit nicht akzeptieren konnten, und auch noch viele Männer, als so bleiben vom Moreska-Sektor. Was hier passiert, ist einfach schlimm. Auf der einen Seite wären zu den Feiertagen zum Ende vom Jahr die großbütigen, schwarz verlegten Galerien, die sich an den gedrückt haben. Und auf der anderen Seite gab es 0 Anhaltspunkte für die Darstellung am Moreska-Bereich. Hier wird die Regierung stur weg, wie wir überhaupt gesehen. Und die Existenz von denen vielen Leuten, die an dem Bereich schaffen, wird wieder Mauer gefährdet. Nicht wenig Leute am Moreska-Sektor sind verzweifelt. Sie wissen nicht, ob sie nach diesem Jahr eine abgesicherte Existenz haben. Stell dich mal vor, was das existenziell, aber auch physisch für die Leute bedeutet. Nicht umsonst geht die Zahl von den psychischen Krankheiten an die Luft, Existenzen gefüttert gemacht, ohne all Sanitärlogik. Wie will dir das direkt erklären? Das nicht zu erklären. Und die Frustroserei an der Frust an dem Sektor berechtigt. Er gibt an Covid-Zeiten Politik mit Leute gemerkt, anstatt, also ging nicht gemerkt, anstatt sie mitzuhören, was wichtig ist. Du hast Vertrauen, ein wichtiges Stichwort. Wir meistern diese Krise nicht zusammen mit der Leute.
Das gilt auch am Hinblick auf die vielen Independenten, die sich mal betreiben, für kleine Kommerzen, ihr Leben überleben sichern. Es gibt uns beim ersten Lockdown schon keine sanitäre Logik, Grenzen fassen abzulassen, an die kleinen Geschäfte zuzuwehren. Es gibt auch noch keine Logik für die Decision Demos. Der verlangt dafür, dass der Kommerzant mehr Vertrauen in Gastpreis gibt und dass sie ebenfalls am Kader von den allgemeinen Sicherheitsregelungen ein sanitäres Konzept für das Geschäft kann dezidieren. Die neuen Restriktionen für den Kommerz, die die Regierung will abwehren, machen die Geschäftsleute ganz schwer, für über Tonnen zu kommen. Es muss nur sichergestellt sein, dass der Chômage partiell weiter voll zur Geltung kommt und dass die Entreprisen so viel wie möglich geholfen kriegen. Der erinnert an die Proposition für den Chômage partiell bis zu einem gewissen Plafond auf 100% zu erhöhen, auch für die Entreprisen bedeutet das nur zu setzen. Ich habe mich gefragt, wie wir mal an die Chambre gekommen, gefahren sind, wenn ich etwas um die Radio höre, das in die Richtung geht, muss es oben werden, was am Gesetz genau steht. Wenn die Regierung als politischer Konzeptlosigkeit die Existenz hervorbringt durch unsinnige Vorschriften, muss sie auf der anderen Seite für Richtungen des Existenzen finanziell so gut wie möglich aufzusichern. Durch die Krisengestion von der Regierung gehen Existenzen aufs Spiel gesetzt, an der man einer Lichtfrankigkeit die Troserei von den Verleitenden dabei verständlich möchte. Dialogbereitschaft der Regierung mit den betroffenen Gesellschafts- und Arbeitsbereichen der Existenz im Spiel steht, und das als ein größter Absent an dieser Krise. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir, Madame Präsidentin, letzte Gedanken. Wir laufen Gefahr, dass als Gesellschaft sozial mehr und mehr auseinanderbricht. Einerseits zelebriert die Regierung am nächsten Pathos den Wunsch an die Bevölkerung an diesen schweren Zeiten doch dahin zu bleiben, als soziale Kontakte zu limitieren. Das Mann liegt dann noch, was ja nach diesem symbolischen Charakter soll haben. Wir auf der anderen Seite, und das weiß ich aus dem Vereinsleben, wo ich noch über 50 Jahre an Komitees aktiv bin, und wo ich das betreibe, habe ich aber gelernt, wenn ihr wollt, Basis motivieren, da muss ich mit einem guten Beispiel vorgehen. Das ist dann die andere Seite von der Medaille, und ich gebe es, merci so für ein Nullherstellen, und es all diese Argumente, wird mir als AD das Gesetz nicht stimmen, sonst mehr.